bisschen. Treppen auf, Treppen runter, Treppen auf, Treppen runter. Das ganze Italien besteht nur aus Treppen von einer Pizza zur anderen. Da, wo bist du rumgelaufen? Von einer Pizza zur anderen. Warum isst du jetzt schon Pizza? Da waren wir doch an dem Brunnen gesessen und jetzt bin ich da an der Pizza. Das ist eine Piazza. Piazza heißt es. Gott, Ja, oh Gott, sind ich halt mal bin... da. Seien wir froh, dass wir nicht in Venedig sind, damit sie jetzt immer überschwimmen. Ja. Nein, das habe ich ja gar nicht so einfach gemacht, ne, dass ich jetzt da bin. Ne. Also, weil die will ja dauernd fort. Die will immer wohin. Ne. Freilich bitte, wohin? Ja. Apropos wohin, wir könnten doch runtergehen an die Piazza Erbe, da könnten wir beim Restaurant Giovanni, können wir doch jetzt Abend essen. Es ist gerade mal Nachmittag 4 vorbei, jetzt gehen wir schon mal Kaffee trinken. Hey, wir mit ihrem Kaffee Ich trinken. mache so einen typisch italienischen Cappuccino, mache ich, mit so viel Sahne drauf. Und Sahne, das ist doch nicht typisch italienisch. Ja, Die aber- Italiener machen einen Milchschaum. das mache ich nicht. Und schön Sahne, dann ist der Kaffee wird ein wenig abgekühlt, verbrennt man sich die Zunge nicht wahr? Und ein schönes Stückchen Ramditu. Ach, was willst du? Ein Stückchen Ramditu. Was soll denn wieder der Ramdidu sein? Jetzt weißt du nicht, was ja der Ramditu ist. Da mit der Moskaubohne. Also jetzt bitte in Italien eine Moskaubohne, das gibt's gar nicht. Natürlich die Creme von der Moskaubohne. Mascarpone. Mascarpone. Heißt Mascarpone. Ja, Mascarpone. Machen wir das leichter mit der Moskaubohne, mit dem Löffelbiskuit. Der Ramditu ist das. Löffelbiskuit, das ist ein Tiramisu. Ja, der Ramditu ist die Duselbibel. Na, wissen Sie, ich muss ja auch schauen, wenn man mal 14 Tage in Italien ist, dann musst du daheim alles organisieren. Ich hab 3 Gräber, ne, war 3-mal verheiratet. Das ist Feierblach. Ich hab zwar Platten drauf, aber überall ist eine Schale und ich hab keinen Grabgießedienst. Jetzt muss ich immer die Schalen auf ein anderes Grab stellen, wo gegossen wird. Und dann komme ich wieder zurück. Ja, und wenn wir dann zurück sind, dann wird's wieder verhaftet am Friedhof, weil es heißt, da kommt die Diebin vor die Blumenschalen. Weil sie mir meinen, die klaut fremde Schalen und stellt auf ihre Gräber drauf. Ja, 3 Gräber, was das kostet? Ich täte es ja gern zusammenlegen, aber die haben sich nicht gemöcht. Ne? Da musst du immer rumreden, aber bei der Mottenmoni warst du nicht auf der Beerdigung. Die Mottenmoni, das habe ich vor einem halben Jahr schon gekrochen, dass die stirbt. Bitte. Es hat so nach Motten gestunken immer. Ne? Da war eine schöne Beerdigung. Ne? Haben die Kinder dann noch überlegt, was auf den Grabstein schreiben könnten. Ne? Da bin ich ja Expertin. Dann bin ich gleich gesagt, pass auf, die Moni, die war so Archediabetikerin. Ne? Schreibt halt auf den Grabstein drauf, ihr Leben war kein Zuckerschlecken. Ja. Aber wollten sie nicht. Weiß nicht warum, wollten sie nicht. Ja, und jetzt sind wir in Italien noch einmal. 2 Wochen sind wir Viel schön. Gepäck dabei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hat immer das Gleiche an, aber 4, 5 Koffer und dann bringt sie es hinaufbringt in ihr Zimmer und da schlägt es drüber und habt ihr schon mal gesagt, nimm halt so einen Koffer Vorausschickdienst. Habe ich auch schon gemacht, das ist doch nichts. Früh um 6 Uhr holen die den Koffer. Früh um 6 Uhr. Was das für eine alte Frau wie mich bedeutet, früh um 6 Uhr, da muss ich um 4 Uhr spätestens aufstehen, dass sie einigermaßen nach was ausschaut, dass er den Koffer überhaupt mitnimmt. Wenn ich da aufstehe um 5:45 Uhr, wie ich bin, ohne Zeh und Nacker, dann läuft doch davor. Ne, dann habe ich um 6 Uhr den Koffer dann in seinen windigen VW-Bus reingekieft. Ne, dann fährt er da über den Brenner da nach Gardasee. Um 4 Uhr war er da, dann haut er den Koffer hinter die Rezeption in so ein stinkertes Zimmer rein, fährt zurück. Früh um 5 Uhr war der wieder hier in Fürth und um 8 Uhr ist der Bus nach Italien gefahren. Ich war fix und fertig. Ich war fix und foxy. Sag mal, bist du mit die Koffer mitgefahren? Na, ich gebe doch dem windigen Kerl den meinen Koffer. Also mal. Also du bist ja blöd, dafür ist doch dieser Service da. Ja, freilich. Da steht's ja. Wir waren letztes Jahr, haben wir auch Urlaub gemacht, da war die Rumrosi dabei, ne? Die Rumrosi. Rumrosi, ne? Und die wollte immer rumtrinken. Und wir Jetzt haben, sind wir wegknallen, ne? weil wir bloß Stroh rum gehabt haben. Ja, Ne? Strohrumscholle hat's drum.
Die war so besoffen. Aber die war so blöd. Beim Frühstück, wir haben ja mal gewartet, dann ist die nicht gekommen. Da haben sie das Buffet schon fast abgebaut. Ist der Herr Tänzel. Sag ich, wo warst denn du? Dann sag ich, ich habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt und das Bad rausgewischt und alles sauber gemacht. Sag ich, ja, warum denn? Ja, stell dir vor, die haben mir ein Schild ans Zimmer gehängt, bitte Zimmer aufräumen. Muss man machen. Das ist doch für ein Service, dass der weiß, dass er rein kann. Und wenn du es rumdrehst, steht drauf, do not disturb. Ja. Muss sie hängen, wenn du gestorben bist. Wir haben schon mal Boxspringsbetten eingestellt. Boxspringsbetten, du, in meinem Box springt schon lange nichts mehr, ne? Ja, bei so einem alten Schaf kommt da kein Bock mehr, du. Du, aber du bist doch sportlicher Kerl, du, ne? Weißt du, warum Boxer vorm Kampf keinen Sex haben? Weil sie sich nicht mögen. Gehen wir zum Abendessen zum Giovanni runter? Jetzt können wir schon mal Kaffee trinken, haben wir doch schon mal gesagt. Oder Eis essen, ein schönes Scallopiner-Eis. Was? Ein Scallopiner-Eis. Skalopiner? Es gibt doch kein Schnitzeleis. Ja, wenn es ein Spaghetti-Eis gibt, wird es ein Schnitzeleis auch geben. Nee. Dann nehme ich eine Kugel Ossobuco. Und ich 3 Kugeln Scheiferler.